Hi Leute, willkommen zurück, Fire Emblem Echoes of Valencia. Ihr fragt euch, wieso ich hier bin, nicht im Kampf hier, im Lesezeichen und so, im letzten Part eigentlich noch abgespeichert habe. Weil, es lief halt nur scheiße im Kampf gegen Jamil. Es lief so scheiße, ich hatte da 3, 4, am Schluss waren es glaube ich 4,5 Parts, wo ich hier nicht weiterkam, rumgeflucht habe und so, und mir gesagt habe, nee, da bringt nichts, ich muss mal von vorne anfangen. Ich habe auch alle Zeitenräder verballert und hast nicht gesehen und das ist einfach alles so scheiße. Genauso wie der Sakralschwert, der bringt überhaupt nichts. Der selbst sich schrecken soll. Ja. Klar, er halbiert den Schaden, aber sagen auch schon alles. Also von wegen, ja, die schrecken so, sie greifen es trotzdem an. Hey, also nicht in den Glauben, nur weil ich den Schild jetzt habe, sie es nicht mehr angreifen. Das ist nicht so. Okay. Wir suchen es noch einmal von vorne. Ich hoffe, ich kriege jetzt alles in 1 bis 2 Parts durch, weil der Kampf ist so scheiße. Der Anfang ist noch easy. Hier mit den Hexen dazu ist, das wäre scheiße. Aber das, was da hinten abgeht, das ist scheiße. Wegen dem Typen und dem vor allem. Den Rest geht doch eigentlich ungefähr cool, also einigermaßen cool, ja, auskontern. Aber der und der, die sind echt scheiße. Ich habe dummerweise nicht die Strategie wie bei allem noch mit Teleport und Rettung. Oh, meine Güte, hey, so. Zahnräder habe ich insgesamt 9, sehr gut. Und ich fürchte auch, ich werde ziemlich alle brauchen müssen. So, wir machen es hier jetzt natürlich. Ich würde sagen, ganz locker flockig. Sollen die zu mir kommen? Ich warte sie hier. So, Moment, das war falsch. Animation bleibt weiterhin aus, weil sonst komme ich hier auf gar keinen grünen Zweig mehr. Das will mich erst recht ankotzen. So, also mit den Hexen ist echt das Problem, ich kann es nicht triggern, wann sie wo kommen. Also muss ich halt ein bisschen, ja, warten, bis sie angreifen. Und erst dann agieren. Okay, ihr Scheißhexen, jetzt geht's euch an den Kragen beim Teutates. So, kein Sau mehr für dich. Warte mal ganz kurz noch. Dann haben wir es hier noch. Du kannst da ja locker flockig so oder so. Machen wir Seraphim. Die Hexen ein bisschen grillen. Gut, Sonja, wie sieht's aus? Womit hättest du Bock, da die Hexen ein bisschen... Ja, wieso nicht Excalibur, wa? Weil platt machen muss sie gar nicht. Er muss erst mal genug schwächen, damit sie nicht mehr einen Zauber einsetzen können. Der Rest dürfte relativ locker von der Hand gehen. Noma, du hast natürlich Excalibur und will ich am liebsten hier unten einsetzen. Sehr schön. Da waren es noch 5, damit kann es noch einmal angreifen. Können wir eventuell riskieren. So, Excalibur, Seraphim. Valber kommt jetzt bis zu der Schnepfe dahin. Du kannst direkt mal killen. Also dem kann man sich recht sagen, jetzt im Nachhinein ist er sehr, sehr easy. No. Jetzt kommt halt die scheiß Trefferquote wieder zum Zug. Da habe ich aber leider so oder so keine gute Option. Naja, daneben.
Die kann keinen Donner mehr spawnen. Die kann noch, die kann auch noch. So, jetzt kann die nicht mehr. So, falls noch einigen das Gefühl hat, sie müsse Valba angreifen, aber in den Wald. Okay, jetzt kommt er jetzt schon mit den scheiß Gargoyles. Gut, bisher läuft es ganz gut, so wie ich es... Jetzt kommt der Quatsch wieder. Okay. Da ist auch kein Problem, zumindest jetzt noch nicht, aber das Problem kommt erst noch. Mann! Dankeschön. Level Up für Palla. Ist es Lücke auch schon bald soweit? Die müsste... Ein Level noch, entwickelt sie sich. Sehr gut, sehr gut. Jo, Erfahrungspunkte. Die nächsten kriegst du hoffentlich mit Excalibur. Wirst du wohl treffen. Dankeschön. Wer ist sonst noch kurz davor? Gibt's... Kommt's? Saber kommt. So, jetzt kann ich langsam schon mal die Strategie verkünden, die ich leider, ja, doch, man muss es eigentlich so sagen, leider anwenden muss. Worum geht's bei der Strategie? Es geht darum, ich habe noch Ex übrig hier unten. Ich habe komplett vergessen. Hier, tschüss. Oh, Jesse kriegt noch ordentlich Level-Ups. Wobei eben er ist ja auch jetzt erst Myrmidone, also da fehlen noch einige bisschen Dunkelkrieger und so. Okay, also ganz kurz anders. Erst heilen, dann quatsch mal ein bisschen. Also das Problem ist, was ich jetzt in den Fail-Parts jetzt zum Glück nicht aufgenommen habe. Nachher muss ich recht sagen, zum Glück. Ich weiß, Fail-Parts wegen Ausrast sind ja schon cool, aber wir hatten schon genug Fail-Parts bei Almsroute und brauchen wir jetzt hier nicht auch noch. Sonst geht das Projekt echt nie zu Ende. Da bist du relativ kurz und knackig. Das war mal. So, Problem, Strategie. Es ist so, in den Tunnel reinzugehen, alle anlocken, ist relativ easy. Aber, erst einmal habe ich die hier, gegen die natürlich Ächtung nichts bringt. Die sind dagegen geschützt. Sprich, im Gegensatz zu den Gargoyles kann ich da einfach mit Genies Fähigkeit einfach wegfetzen. Geht nicht. So, und dann sind die auch noch relativ stark. Physisch. Mit Langspeer, ein Feld weiter, sprich, ich könnte zum Beispiel Valba hinstellen. Wird gehen. Aber, jetzt kommen die hier. Dunkelkrieger. Verdammt schnell. Schneller als Saber. Auch, glaube ich, sogar ein bisschen stärker als Saber. Bedingt. Bedingt stärker, aber schneller. Ja. Oder ein bisschen höheres Level hat. Scheiße. Und der hier hat ein Blitzschwert. Er greift das so magisch an. Hey, wie geil. Ist so langsam, aber was bringt mir das? Da der hier hinten spawnt ständig Gargoyles in jeder Runde. Und dann kommt der hier. Und der macht so viel Damage. Dann habe ich hier unten noch und da unten haben wir noch zwei, die mit Tod, also speziell angreifen. Also seht ihr, das ist mein Problem. Ich habe hier kaum irgendwas, was ich sagen kann, was ich sicher reinschicken kann. Und das ohnehin scheiße, dass er irgendwie 8 bis 10 Schaden macht. So, was heißt das für mich? Ich habe leider keine Wahl. Ich dachte zuerst, wir können vielleicht zuerst mal die beiden oder auch den hier und so noch platt machen. Oder sogar den auch noch, aber geht nicht. Ich muss sie Stück für Stück rauslotsen und platt machen. Erstmal sind halt vor allem die hier dran, die Dunkelkrieger. Also, natürlich auch nach dem Gargoyles. Also immer, vor allem wenn du da seinen scheiß Erdbeben einsetzt, immer abhauen. Weil ich hatte auch schon mal in Valba versucht, das Ganze zu machen und dachte mir so, ja komm, der tankt das schon, aber vor allem sie Kritte machen sie trotzdem halt irgendwie 3 Damage auf einmal. Sie greifen zweimal an und sind sicher mal 4 Damage. Pro Gargoyle und kommt der noch mit 8 bis 18 Schaden, also hält auch Valba nicht lange aus. Deswegen die Strategie, die Ziegler nicht so ganz auch gerne hätte, ist ein bisschen fehleranfällig. Naja, was soll's. Kann mal passieren, wa? Soll natürlich nicht, aber kann passieren.
hier hin, dann kann ich mit ihr... Ja, ich muss echt ein bisschen Katz-und-Maus-Spielchen machen. Auch auf die Gefahr, dass ich halt irgendwie pro Part vielleicht gerade mal gefühlt 3-4 Schritte vorwärts mache und mehr nicht. Das ist nur die Gefahr, aber andererseits will ich ständig drauf gehen. Ich würde sagen, nö. Das wäre doch so, jetzt machen wir das soweit. Sehr gut, sehr gut. Im Idealfall hole ich eigentlich zuerst mal, sag's mal so, diejenigen, die eigentlich tabu sind, in dessen Radius ich nicht gelangen darf. So. Das ist nicht viel, ich weiß, aber hier darf ich nicht rein. Guck, bei denen, ne, da darf ich rein, okay. Das sind eigentlich die hier. Das sind gefährlichen, darf ich nicht rein, wenn der halt so einen scheiß Erdbeben macht, muss er schnell wieder weg. Den Rest kann ich nicht so weit platt machen. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Und eben vor allem wichtig, ein guter Tipp für alle, die hier auch ein bisschen Probleme haben, geht nicht zu früh komplett hier rein. Erstmal hier gucken, dass ihr alle Gegner platt macht und dann, also erstmal die stärksten Gegner, vor allem Dunkelkrieg, dass man die platt macht und dann langsam, wirklich langsam vorwärts. Genau das meinte ich. So. Idealfall sollte er trotzdem drauf gehen. Vielleicht mache ich das mit der Triangelattacke. Hat's ja voll gebracht. So geht das. Gut, sie muss sowieso nur bis Level 12. Für die Entwicklung umso besser. So, das ist eine Reichweite-Erhöhung. Ist das korrekt? Ist korrekt. Gut. So. Auch ein bisschen viele Truppen brauche, bis ich mal so einen Dunkelkrieger platt gemacht habe, aber... Ja, es bringt's eben. So, Ragnarök, sehr gut. Jetzt logge ich mal den nächsten, weil es sieht momentan relativ gut aus. Dass ich auch das Risiko mal eingehen kann. Na toll. Seine scheiß Reichweite geht mir auf den Arsch. Und zack, fahren wir auf den Sack. Gut, Erholung. Ich glaube, mit der Strategie müsste es relativ, ja, problemlos, in Anführungszeichen natürlich, aber ich müsste es eigentlich hinkriegen, außer mit dem Faktor, dass es viel zu lange dauern wird. Das ist halt ein bisschen, ja, man muss halt rechnen. Der bringt noch kein Erdbeben, sehr gut, der heißt, er kann hier sehr gut, warte mal, tiefer Fall, jo. Kann hier gut noch 1-2 platt machen. Jetzt, Genie, hätte ich doch gerne, dass du Saber heilst. Dann greif du mit ihm mal an. 27. Ich glaube, das ist ein guter Wert, damit kein anderer irgendwie nachkommt. Also nachkommt, Quatsch, damit er nicht abhaut, weil das ist auch ein bisschen ein Problem. Wenn ich dann plötzlich denke, nun hau ich mal ab. Lalalala. So, das bringt leider nicht sehr viel, wenn ich damit die angreife. Oh, hier aber irgendwie schon. Plötzlich wieder. Okay. Sehr schön. Level 12. Sehr gut, Sonja. Sehr gut, sehr gut. Wie weit komme ich hier noch bis dahin, wa?
warum nicht? Hey, müssen Schaden machen, kann nie schaden. Schaden machen, Schaden, versteht ihr? Aber generell halt Ächtung ausrufen mit ihr hier ist riskant. Habe ich schon gesehen, das ist sehr riskant. Man kann es machen, wenn man sich wirklich ein bisschen was traut, aber ich habe gemerkt, das ist nicht immer die beste Idee. Okay, da kommt glaube ich jetzt nur einer hin. Dürfte auch kein Problem sein. Die Halle da unten ist eher ein bisschen nervig, aber nicht wirklich ein Problem. Mhm. So, gar nicht mal so schlimm. Also ganz kurz mal gucken, wo stehe ich jetzt überhaupt? Ich bin da, da kommt keiner von denen hin. So, okay. Ja, aber immer triffsten, ist immer so eine Frage. Das sieht, wie ich finde, ein bisschen vernünftig aus. So, jetzt habe ich da noch einen. Komm schon, kriege ich noch irgendwie platt. Irgendwie kriege ich den auch platt. Ist, würde ich eigentlich auch hier vielleicht unbedingt die beste Idee. Weil sie kriegt von den Schrecken noch halben Schaden, war das ja auch gar nicht mal so schlecht. Sie muss einfach am Ende vom Kapitel Level 12 erreicht haben. Na gut, dann nutze das ja gegen die Magier ein hier. Wird schon gut gehen. Das heißt Excalibur, Excalibur. Du bitte mal nach vorne. Okay. Ginny, wenn du schon mal dabei bist. Moment. Ich muss erstmal gucken, was ich jetzt gegen den mache. Und vor allem, wenn ich da angreife, kommt natürlich jetzt nicht mehr hin. Wenn ich hier mache, dann kommt entweder der Arsch oder der Arsch greift an. Ich hab besser. Ich riskiere es trotzdem mal. Feuer, nee. Donner, nee. Aura, nee. Seraphim, ja. So, sehr gut. Wäre der auch erledigt. Dann Weise Magie, Purgativ. Erdbeben kommt so noch nicht, aber ich gehe lieber mal trotzdem auf Nummer sicher und so. Hat sich bisher relativ gut bewährt. So, Sonne noch heilen. Sehr gut, sehr gut. Ja, das läuft definitiv besser als in meiner Fehlaufnahme. Muss man mal so sagen. Ja, den wieder, er halt den anderen wieder zurück. Das kann natürlich auch Erfahrungspunkte kreieren. So, Gargoyle, wie gesagt, ist kein Problem. Wenn der Rest noch nachkommt, dann habe ich schon ein relativ Problem. Seltsam, er macht hier gar kein Erdbeben mehr, denn damit... Kaum sage ich es schon, macht er den Scheiß. Okay, raus hier. Wie gesagt, Erdbeben, der ist broken, der ist so ein Scheiß-Move. Nö, im Master ganz ich ziemlich komplett zurück. Tschüss! Mhm. Tschüssikowski! Kommen wir eigentlich mit allen hier raus? Jo. Sieht aktuell so aus, wa? Dann geht's eben auch mal hier raus, ganz kurz. Dann, ja, ich weiß da, aber dann würde ich auch gerne mit Celica hier bleiben. Um den zu heilen. Du gehst bitte dahin, dann habe ich Ginny noch.
Scheiße, wenn ich auch drauf gehen würde, wa? Stimmt, das wäre mehr als ein bisschen scheiße. Oh, also nur bis dahin. Super. Stoßen, nee, komm. Kriegen wir auch so hin. Wobei natürlich jetzt Magie einsetzt, verliere ich wieder KP. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste aller Ideen. Ich lass mal so, komm. Mhm. Relativ viel Schaden. Wenn ihr mich fragt. So, der fragt definitiv nicht mehr. Jetzt erwarten wir, sie greifen alle an. Okay, okay. Ja, und das war wieder neue. Sogar noch mehr als vorher. Und das eben den Scheiß, vorhin gemeint habe, Leute. Das ist so nervig, wenn der ständig wieder neue Viecher spawnt. Alle weg bis auf einen. Sehr gut. Nicht ganz geschafft. Vielleicht macht es den Rest hier noch. Natürlich macht sie nicht den Rest. Ah, wie soll er so jemals sie trainieren können, vor allem. Okay, Walber sind mal dran. Angegriffen zu werden. Ja, eben, wie gesagt, im Prinzip die Strategie steht soweit. Ich muss einfach immer darauf gucken, dass sobald ein Typ Erdbeben einsetzt, dass er die ganze Truppe rausholen muss, weil sonst bin ich da unter Umständen echt am Arsch. So, Reihe und Glied bitte. Aufstellen. Alle durchgeheilt. Bei Gelegenheit. Ja, aber ich denke, mit der Strategie kommen wir dann doch hoffentlich relativ gut durch. Jetzt habe ich auch schon mal ziemlich viel Dunkelkrieger-Placken. Es fehlen noch zwei. Der eine mit dem scheiß Schwert da oben. Okay. Genau, sehr gut. Dann können wir direkt mal hier loslegen. Sie kriegt eh weniger Schaden ab, also sehr gut. Walber steht in der Mauer. Du gehst bitte da hoch. Dann kann Mea noch ganz kurz ein bisschen Seraphim spawnen. Da sind wir nur auf einen KP. Auf einen KP begrenzt angreift. So. Jetzt einen kurzen Sturm der Gargoyles abwarten und dann mal gucken. So viel zu der Theorie. Oh, wieso haben wir das nicht gesehen? Das ist schon wieder zum ersten Mal. Ja. Das ist so schnell, als das ist. Wieso müssen auch immer so viele Gargoyles sein, ganz ehrlich? Wer hat sich überhaupt den Quatsch ausgedacht? Jo, wer hat sich den Quatsch ausgedacht?
sie hat zu wenig Power für einen anderen Move. Ups. Haben wir einen zurück sollen, wa? Scheiße. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen. Egal, ist eh zu spät dafür. So, habe ich alle geschützt, die ich jetzt schützen wollte? Ja, gut. Noch einmal ganz kurz noch ein paar beenden und gucken, wie ich denn da weitermache. Oh, meine Güte. Katze-Maus spielen. Katze-Maus vorgeschritten oder was? Sehr klug, Noma. Sehr klug, die zu vernichten. Aber bringt natürlich sehr viel. Lustigerweise kommt er jetzt plötzlich nicht. Weiß ich nicht, zufallsabhängig. Da wäre vielleicht eine Option, war mit den Zahnrädern halt zu gucken, dass ich das quasi blockieren kann, obwohl es ja eigentlich ein bisschen lame wäre. Eigentlich, wohlgemerkt. Ich krieg die Arme nicht platt, das ist so scheiße. Immer etwa auf den gleichen Wert runter, ist auch total doof. Ja, gut, der noch 11 war. Dann mache ich es ja so. Dankeschön, ist. Ja, wie soll es sonst noch Erfahrungspunkte kommen, wa? Wird langsam ein bisschen schwierig. Okay, das war jetzt eher ein bisschen, ja, normal Durchschnitt, sag ich jetzt mal. Nichts Besonderes. Zum Glück haben wir noch Mei und Celica. Ich glaube, sonst hätten wir ein paar Probleme. Okay, dann schnell hier Erholung machen für sie. Gut. Und dann ganz kurz gegnerischen Zug ab, Freunde, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Zumindest ihre spawnen dann neue Monster nach. Genau das wollte ich jetzt nicht, weil ich wollte es eigentlich mit Valber schon mal hier hinstellen. Und ich den ablocken kann und die auf ihn eindreschen, aber so geht es natürlich nicht, Leute. Oh, ich hasse das, ey. Problem ist, wenn Valber wieder 18 KB verliert, dann können selbst die hier ihn ziemlich wehtun und das ist natürlich scheiße. Andererseits können wir natürlich auch einfach mit Celica ihn nochmal ganz kurz heilen, dann doch Valber hier hinstellen. Dann mit defensiver Plus nochmal drauf, damit sicher niemand treffen kann. Weil er kommt natürlich nicht so weit und so. Ich weiß, ich habe den hier nachher einen Dunkelkrieg, aber das Problem ist, wenn ich jemanden hier hinstelle, oder Problem, zum Glück, wenn ich jemanden hier hinstelle, greift immer zuerst der an. Der kommt immer erst später. Also sprich, wenn der dann platt ist, dann greift der auch an. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Reihenfolge halt, geskriptet, wie auch immer. Gut, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal hier bei Fire Emblem Echoes, Shadows, Valencia. Wir müssen schauen. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Ciao zusammen.